Wir sind heute Morgen als Frühjahrsbootzeit zu Schöffling. Wie viele Tiere sind heute am Ganzen, wo gebotzt gehen? Ja, wir haben 7 Touren geplant. Das sind verteilt im Schiffling selber, aber auch so Richtung Veits und auch so Brill und so Naherholungsgebiet. Wie viele Leute haben sich schon gemeldet für heute Morgen? Wir haben im Ganzen 89 Leute, davon sind 23 Kanner und wie schon das letzte Jahr auch, die Pompiers sind ganz aktiv vertreten, der Jungpompier. Wie lange für geht die Kommission, also als die Umweltkommission, die das organisiert, wie lange für geht das tun? Also die Planung, die war eigentlich schon letztes Jahr bei Eis intern, dass wir einen Samstag fixiert haben und dann von der Gemengeseite her Januar, Februar und wir haben da für 2-3 Wochen Flyern verteilt gekriegt. SMS to Citizen kam, Newsmark kam und auch der Pano bei der Gemeng und insofern war eigentlich die Resonanz ganz gut. Die Damen und Herren, herzlich willkommen heute Morgen bei herrlichem Wetter. Und für allem ein großes Merci, dass ihr hier hingekommen seid. Wir haben über 80, 90, vielleicht sogar 100 Leute, die sich heute wollen hergehen für etwas, wo die alle nicht dafür könnt, weil es sind andere, die das, was wir abrufen gehen, achtlos und sinnlos an die Natur gehalten. Wir haben uns aber gesagt, mit unserer Umweltkommission zusammen, dass das eine Aktion ist, die Frühjahrsboots, die eine Tradition hat und die Tradition soll ich noch beibehalten. Vielleicht sehen wir heute, dass es schon vieles dazu beigetragen hat, dass die Leute gelernt haben, dass sie nicht alles an der Natur soll geheim. Ich gebe mir wünschen, dass wir Männer abrufen, wie das letzte Jahr ist. Aber ich weiß aber, wenn ich selber immer spazieren gehe oder der Manfred oder die alle gehören, dann sehen wir immer im nächsten Dreck an der Natur leihen. Das ist kein Scheißsache, das ist etwas, was uns ärgert und das für alle auch etwas, was kostet, wenn ich das muss abrufen gehen. Dafür sind wir froh, dass wir so viel Benevoler heute zusammen haben, die mithelfen, als Natur, rund um Schöffling, als Wirtschaft, als Gemeng, los mal so ein bisschen mehr intakt zu setzen, indem wir eben den Dreck, den achtlos und sinnlos der Leid abrufen gehen. Ich will von dieser Platz selbst alle Leute merci sagen, die rund um die Umweltkommission zuständig sind, für dass wir das gut über die Bühne kriegen. Ich meine, das ist eine Flotte-Initiative. Wir sind auch froh, dass ganz viele Junker hier sind. Ein ganz großes Merci, aber bravo und als freiwillig Pompieren. Da sind ganz viele Kanner heute präsent, aber auch sonst aus der Population und aus vielen anderen Vereinen. Herzlich willkommen. Und so einfach, schafft lo gut, trefft gut ab. Ich habe Vordeel haut, ich gehe haut nicht mit, weil ich eine Reihe von Sachen muss regeln, die mit einem ganz großen Problem zu tun haben. Für nicht so mit ukrainischen Kanner schon eine Reihe von Telefonsgesprächen zu feiern. Dafür will ich mich exkusieren, dass ich da nicht dabei sein kann. Ich meine, das ändert, wo die Gemeinde auch eine Responsabilität überhält per rapport zu ukrainischen Kanner. Die muss man auch regeln und das ist ein ganz großes Defi für uns alle gehören. Haut das Ehrendefie zu helfen, alles abzutreffen. An Eisendefie also, dass der Manfred ich Europol wieder vom Bienvenue sieht, aber auch Erklärungen gibt, wie man den Tag haut soll verlaufen. Wir kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt rum, dann ist hier auf der Platz auch nach einer kleine Ouverture oder Inauguration von einer Ausstellung, die wir machen. Und ich bin ganz froh, wenn wir uns alle gesund am Montag rumgesehen 11:30. Merci. Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen von der Umweltkommission. Und ich bin immer überrascht, wie viel Leute doch da für den Frühjahrsputz zusammenkommen. Und wir sind fast 100 Leute und auch ohne dieses Irrsinn, Gemengs im Irrsinn am Ende, trotzdem sind ganz viele Leute da und dann denke ich, das geht doch mehr um die Sache und nicht ums Essen. Gut, jetzt sind wir natürlich ziemlich auch schon ein bisschen gespannt, wie es da jetzt losgeht. Und wahrscheinlich, ich erkläre jetzt einfach mal so ein paar Details, wie wir jetzt losfahren. Wir haben 7 Gruppen gebildet.
das sind verschiedene Panoe, da stehen auch drauf, wo es hingeht. Und es wäre ganz gut, wenn die Leute sich da so ein bisschen so gewogen auf diese 7 Stände verteilen. Kanner, die sollten bevorzugt zur Gruppe 2 gehen. Ja, also da sehen wir das kleinste Risiko für die Kanner, wenn die da beim Parking halb polyvalent und der Hanner so eben putzen gehen. Pour ceux qui sont francophones, quelques petites explications. On a proposé 7 groupes. Vous voyez les panneaux à 7 et aussi la destination dans quel endroit on va nettoyer. Et on vous demande de vous regrouper un peu à l'équilibre sur ces différents panneaux ou derrière les différents panneaux, pardon. Et de préférence ceux qui sont avec leurs enfants, c'est le groupe 2. Et maintenant, alors je vous demande, d'abord je demande ceux qui sont les leaders du groupe qu'ils se mettent à côté des panneaux et les autres qu'ils se distribuent derrière. Moin Albert. Gemeng die botzt haute Muren. Wie weit unterstützt Gemeng die Umweltkommission? Ja, das eigentlich auch nicht Gemeng, die Moien mit den Schöfflinger Bierger, die auf den Abruf von der Umweltkommission haut die Aktion starten. Ich meine, ich weiß nicht, ob die 20 oder die wievielte Kehr das mit das eigentlich traditionell Freiersports, die wird organisiert von A bis Z eigentlich von unserer Umweltkommission. Und Gemeng ist natürlich ganz froh, dass die Umweltkommission das mischt und stellt ihnen dafür auch alles à disposition, was sie dafür brauchen. Sie kriegen Picken, Händchen, Tuten, für Abrufe zu gehen. Und das ist auch so, dass unser Rufbus zum Beispiel die Leute, die unter die Kirfisch, die Botze gehen, auch darüber feiert und sie nur mal drauf bringen. Und auch Gemeng bekommen sich auch nur um die Entschädigung von all dem, was gesammelt wird. Was können dann ungefähr so zusammen? Also hier könnt normalerweise ein ganz Kamionsband voll Ball zu summen. Und es können sich eigentlich nicht vorstellen. Wir haben alle nicht Fantasie genug, was denn alles so immer an der Natur findet, was die Leute wäschgeheien. Für allem ist es dann noch leider viele Plastikflaschen, die Leute dann so matt an den Weg holen oder so wegwerfen, Glasflaschen, die irgendwo in einer Kamionette einfach so rausgehalten gehen. Aber ich habe noch schon Porsche gefunden, ich habe Wasserpumpen immer schon gefunden. Also es gibt nichts, was ich nicht gefunden habe. Kann man Velo, Pussetten, Autos, Batterien, alles. Einmal am Jahr so eine Botsaktion, geht das durch oder könnt ihr noch eine organisieren? Es ist auch so, dass die Botsaktion am Frühjahr organisiert. Und das für allem, weil danach keine Vegetation da ist. Das heißt, wir können relativ gut überall ran. Und da kriegt ihr da doch gut abgegriffen. Letztes Jahr hat man zum Beispiel im Monat spät gemerkt, Covid-bedingt, und das war eigentlich schon Limit an der Zeit. Das heißt, das ist nicht nur eine Sache von gutem Willen. Ich meine, das ist schon eine ganz flotte Aktion. Aber es können aber auch die Leute zu abrufen, wenn sie mal spazieren gehen, sich aber auch vielleicht ein Tut mal zu holen. Und de Route opzereffen wat ze beginnen. Dat muss ich nicht als Keier machen, aber ich kenne aber ein ganz paar die Leute, die das machen und die dann noch leider auch immer etwas fanden. Was hat dich motiviert, hier mitzumachen? Was mich motiviert hat, dass für der Gemeinde Schöffling zu helfen, dass das Gemeinde mehr proper Platz gibt und auch für die Kinder von der Jugendpunkte dabei zu sein. Ich fand das eine gute Aktion, auch für die Kinder im späteren Leben. Also mich hat motiviert, mal ein bisschen Raum zu gehen nach Schöffling und zu weisen, dass wie viel Dreck die Menschen hier in Schöffling machen. Also mich hat motiviert, mal Schöffling proper zu machen, dass wenn ein Kerl sollte rennen oder so, dass nicht alles an der Kuhlen geschwemmt wird und dann an mir könnt. Ja, bei mir ist die Zeit, ich mich auch motiviert, zu sehen, wie viel Dreck, also für das Leute gesehen, wie viel Dreck auf den Boden geheizt an. Mich hat motiviert mitzumachen, dass ich viel mit dem Hund unterwegs bin und gesehen, dass Leute links und rechts einfach ihren Dreck
wäsch geheim do wo se grad sinn an dat Statu eng super Aktiun fannnen an plus in de Member vun der Environnementskommissionun, dat hicht die Diskussion war sowieso séier geholl. Okay, fir wat dais motiviiert huet, dat seich mat fir d Natur proper ze kreen, dats Dëtschaft vu proper gin an dats in Eichland Natur gehaien. Dat dit engem ëmmer wéi, wann en dat gesäit, wann runm Dëtschaft fir net leng hai Schëffling iwwerall, dats immer alles rausgehait gët. Zu der Fënzer zu den Autoen oder wann e spazeiere geht, dats grad so einfach so schnell gemerert alles an Techte stechen an doheem wäch ze gehaien. Fir wieviel Mä der Matlo? Das lo die zweet Käier woch dabei sinn. Fi féiert lo des Joer. Ech gif so mé wäre wie d'5 oder wie 6 dabei, wo dat dugängen ass dats immer direkt mat am Boot gehol gin, well Vereine all gut ugeschriwe gesinn, do hummer is och gemeldt. A mé warläit 1-2 Mal net dabei, Ech gift so 5 oder 6 Mal immer lo dabei. An dat och eng ganz interessant Zert och fir Vereiner, dats och Chapeau, dats Vereiner an noch hautdere Mäker sovi Leiit mat gemerk. Wat teilt Dir vun der Bootsaktiun? Ma ich fand das eng gut Initiativ, so kann ich noch Bierger vu Schöffling motivieren och zu botzen an och zu weisen Manner dreck zu machen an der Telefziefleit. Also das flottet mir Spaß, was mat Freund also mat Leute erwähnt, was net lang. Ja, bei mir ist doch die Echka, wo ich du dabei sind und mich mal auch richtig Spaß an. Ich bin froh, dass ich im Wald helfen kann. Was tut da bis lo fand? Wir haben Zigarettenstummel gefunden, Plastikdosen, Glaspapier, Schung. Ist nicht extra hast du dabei? Nicht wirklich, außer der Schung, die wir da gefunden, das war schon ein bisschen komisch. Es war Schung einfach auf der Straße leid. Und Bixen, Bayerbixen, Zigarettenstummel überall. Das ist schrecklich. Ja, wir noch lauter Glasschirble gefunden und so weiter. Und, ja. Viel Zigarettenstump, pur Masken, Plastik, Tuten, voilà, wat Leiit an den AW einfach so wäsch gehaien. Wat man fand, dat sie viel Plastiksbecheren, Plastiksflaschen, wo draus gedrunket, auch ganz viel Zigarettenpack. An alle Goeten die Kklengegkeeten, Zigaretten, Stëmp an Klengbinde, wo de Kanneren an Plastiks tuten, also das vun alles drinnner. Christian, du warst haut vun der Umweltkommission mat dabei. Wie en Tour hast a wat hust alles fand? Also wir sind heute gegangen von der Gemeng aus Richtung Cité Emil Meirich, iwwer lernst de große Parking, lernst Deisebun, an dann durch Millestrosserem zurück, durch Strude Drusenheim zurück. Und wir haben fand allmögliches Plastik, Papaya, Flaschen, Dosen, an ganz viel Zigarettenstump, an war doch ganz viel schlimm ist, das sind all die Kärtescher von in den Garagen, die se han Auto stechen, die plastifiziert sind, der sind auch ganze Kopf an der Natur heute gelandet. Was motiviert dich all Joer fir dabei zu sein? Ja, für ein proper Umwelt ganz einfach mich Strose und Leiit hier en Dreck einfach so wäsch gehaie für allem, weil dat ja einfach Probleme sind, die schon lange gewusst sind an immer nach gemerket und dafür sind ich natürlich immer gern dabei für zu helfen. Waren ziemlich viel Leute dabei das Jahr. Als dat eng Fred für die Umweltkommission, dat sie zufrieden sind, dass sie die Leute motiviert kriegen. Ja klar, als dat flott für die Umweltkommission, wenn so viele Leute dabei sind. Und so viel Leute auch motiviert sie für zu helfen. Auch ganz viel Kanner, das immens. Wie kann er sich auch für die Umwelt ersetzen? Ich fand das richtig super. Da kannst du doch eine Auswirkung auf die Kanner hin, dass die mit ihrer Umwelt ernst umgehen wie gewisse Leute. Ja, aber so von Kanner, die so frei mitmachen, da lernen sie natürlich auch ganz frei die Umwelt zu appréciieren an noch selber oppassen, fir kind Dreck gewäsch zu geheien, und das ist ganz wichtig für die zukünftigen Generationen. Ja, also ich wollte auch ein großes Merci sagen, die teilgeholt haben, aber auch an die Leute, die bei der Organisation da in all den Etappen mit beteiligt waren. Das hat super geklappt und wir hoffen, dass das dann auch praktisch nächstes Jahr dann wieder zu wiederholen ist. Wir haben, das haben die gehört, ganz viel Dreck gesammelt, trotzdem da immer noch mal Siegel und so unterwegs sind und auch jede Menge einsammeln. Und wir haben noch ein paar Stellen gefunden, wo man vielleicht spezieller hingucken soll und die Leute dort sensibilisieren sollen, wo sie die Zigarettenkippe vielleicht mal besser woanders entsorgen sollen.
Ich will aber jetzt nicht zu lang schwätzen. Also ich fand, es war ein flott Sache, ist schnell rübergegangen und wir hoffen, dass nächstes Jahr wir bei gleichem Wetter sowas wiederholen können mit weniger Covid und deswegen, ja, merci und noch einen schönen Tag. Merci dem Manfred Krieger. Ich will mich all den Merci nuschließen, die gesucht haben, dann direkt alle Guren denen Merci suchen, die hier nur da vergisst gehen, wenn in alle Guren Merci sieht. Ich will der Amtsdienstmal für allem Merci suchen für die Präsenz. Ich will den Gemengen Erbichter Merci suchen. Ich will unseren Damen, die am Service sind, Merci suchen an. Für allem aber geht der Merci und ich alle Guren, die haut denken, bei wirklich herrlichem wieder eine flotte Aktion gemäht und die kein Luxus ist, mir leider noch immer eine Necessität ist. Und ich gebe mir eigentlich wünschen, dass wir das nächste Jahr nicht gesehen für Dreck anzusammeln, dass wir die Leute alle gehören so motiviert kriegen, dass kein sein Dreck auf den Terrain geheien. Schon mal erlebt, währenddem ich die Telefonsgespräche gefordert habe oder noch, einfach mal etwas zu sichern. Es gibt eine Schweizer Etude über die Littering. Die Littering ist ja das, was man heute angesammelt tun, nämlich die Leute gehen das ja nicht expresse Wäsche. Die Menschen gehen das einfach achtlose Wäsche, wissen nicht genau, dass sie das machen. Und die Schweizer Etude sieht, dass das natürlich ein weltweites Problem ist. Also, das Problem ist nicht nur heute zu Schöffling, aber das Problem, egal wo ein auftritt, also eine Verschmutzung von der Natur, als zum Irrscher von vielen Leuten. Und es wird einfach festgestellt, du wo die Leute sich versammeln, vergessen hier einen Dreck mitzuholen, du bleibst dann eben noch leihen. Der Littering ist nicht eine illegale Entsorgung vom Material, mit das aber bald dasselbe, weil die Reperkussion von dem Ganzen ist genau dasselbe. An der Schweizer Etude ist festgestellt, und das hat die Haut wahrscheinlich auch gemerkt, der größte Dreck, den eigentlich anzusammeln ist, das hat mir vielleicht auch Männer gemerkt, das sind das, was der Manfred gesagt hat, wirklich Zigarettenstümmeln. Also bis zu 66% von den Littringen, von dem, was so einfach an der Natur, ob die Straße und so weiter geheilt wird, das sind Zigaretten. 16% das sind so Takeaway-Verpackungen. Das ist ja ganz modern, irgendwo Lunch zu gehen und dann etwas mitholen für zu essen. Ich war am Takeaway schon mal etwas mitgeholt, aber du fliegt ganz viel eben noch dann leider an die Natur an, irgendwo auf öffentlichen Plätzen. Da sind es PET-Flaschen, die wir ja auch gut kennen, oder Talubixen, massive Prozent, und dann sind es aber Männer, die Getränksflaschen, die nicht aus Karton sind, die an der Natur landen, und dann sind es alle Guren, die Flyeren, an die Zeitungen, die so drüber gesagt. Die Etude, die gemäht ist von den Schweizer, so versicht eng Ursache herauszufinden, für was Leute das eigentlich machen. Also ihr keine richtig hierarchische Abstellung können machen, weil es gibt eine Reihe von Ursachen, von Umständen, und es gibt noch keine spezielle Zielgruppen, dass die einen mehr Wäschgeheit wie den anderen. An der Regel, als es Bequemlichkeit, dann ist aber auch gesagt, das mangelnde Respekt, und dann ist das größte Abkommen von den Ewigpackungen, aber der größte Teil von dem ist einfach, dass es dumm ist. Und das auch beschrieben gehen, dass es kein Kavaliersdelikt ist und dass sie nicht einfach so, dass eine mauvaise Habitude, wie die Franzosen das ausdrücken. Sie sind noch versucht herauszufinden, wen dann die Leute sind, die so die Littering, den Dreck, den wir abgesammelt haben, wen das. Da gibt es den coolen Typ, dem ist eigentlich alles auf Lützeburg gesagt, scheißegal, und der geht da doch dahin. Da gibt es den Stressdropper. Das ist den einfach so am Stress ist, dass er nicht weiß, was er mit seinem Dreck soll machen. Und die finden doch keine Zeit, für ihn abzuheben an der Drecksküste zu gehen. Und da geht es nach den Heavy, also wie Heavy Metal, geht es nach den Heavy Litterer. Dem ist alles nur wirklich ganz egal. Und die sieht, egal, was der Bürgermeister oder was die Leute, die sich eher so ich gehe meinen Dreck dahin, wo ich will. Natürlich sind die Auswirkungen, und dafür sind die Aktionen wichtig, die anderen nicht alles, aber manches. Die Lebensqualität vom Mensch und noch die Gesundheit vom Mensch, auch von der gibt Einfluss. Weil all direkt in der Natur leid, Glas geht futti, Kanner können sich drunter schneiden, Tiere verfressen irgendetwas, was nicht unbedingt an ihre Mauer passt. Die Natur wird versaut und sie natürlich auch eine ganze Reihe von weltweiten ökologischen Problemen, die sich erstellen. Denkt, nehmen alle Guren und die Mikroplastiken, die sich an mir befanden. Und da könnt noch dabei
dass die ganze Littering auch nach immens Geld kostet. Auch an dem wat man ja nur nach kurzer Not machen ja, wir können kommen darüber zurück. Dafür dir mir engagieren als für etwas Ernstes zu machen. Die hat mehr wie coolen, nämlich ganz dicken Merci verdient, dass der Haut dem Clean-Up Day, wie der Haut Plötzeburg steht, nicht mehr Freiersports Clean-Up Day, für Domat gemacht zu haben. Und ich hoffe, ein Ehrenansatz inspiriert alle Goren, die Erner, die Heavy-Literer, die Stressdropper und die Cool-Typen, dass sie gesehen und dass sie inspiriert sind, ihren Dreck dann auch anzusammeln. Und dafür meine ich das Haut mehr, wie in Zeche gesagt gehen, für darauf aufmerksam zu machen, dass den Dreck eben nicht an die Natur und nicht auf die Straße gehört. Die Welt geht auch durch Meinungen verändert. Mit der Welt geht vor allem durch Vorbilder geändert. Und dafür bin ich ganz froh, dass ihr alle Goren haut, für alle Goren die Stressdropper an Hardliner Literatur, dass die haut wirklich ein Vorbild war. Wir versichern als Gemeinde auch neue Initiativen an Leben zu rufen. Ich meine, ich hatte schon mal Manfred für drunter jetzt, ob ich nicht kein gucken, da sind so eine Gruppe von Benevole, von Freiwilligen engagiert, die sich für einen bestimmten Raum, für hier Straße responsabel waren. Ich kann mich erinnern, als Bau von meinem Papa eine Bäckerei an der Hauptstraße hat, ich schon all Samstagen an all Mittwochs morgens müssen den Trottoir kehren. Und ich den Dreck nie dürfen an der Kuhl angeheien, ich den Dreck müssen an eng Dreckskircht geheien, an auch alle Gören die Erna, heute Karl Olikwig, die doch dem sein Papa vis-à-vis Coiffeur. Das war einfach visuell und das war normal, dass die Leute hier in Trottoir gekehrt haben und dass man nicht gesagt hat, das sind Gemengenarbeiter, die hier vergessen Trottoir zu kehren. Nicht die Leute waren selber responsabel und ich meine, so ein Wunsch für Responsabilität kann ich wirklich mitmachen. Recycling, Dreckskirche versuchen wir überall immer aufzustellen. Dann haben wir auch die Initiative, was auch wirklich ein richtiges Problem ist, mit den Zigarettenstimmeln, die überall immer trillen. Da sind Leute, früher habe ich in einer Straße gewohnt, heute wohne ich an derselben Stadt. Früher war eine Barriere da, wenn dort Barriere zu war. Da sind Leute, die haben ungeniert einfach ihren Aschebecher einfach in die Straße gekippt. Also die Migo-Initiative, die wir gemacht haben, dass die Leute aber wissen, geheit Zigarettenstimmeln an eine Initiative, die da eine Dreckskirche ist, da selbst sollte man nach Vierten verstärken. Wir sind schon ganz froh, dass wir heute leider en Absence von der Künstlerin selber, von der Fotografin selber, haut eine Ausstellung eigentlich abmachen, die sieht du die Pannen immer stehen, die eigentlich an dieselbe Richtung lebt, wie das, was wir gemäht haben. Nämlich die Leute zu incitieren, darüber nachzudenken, dass der Dreck nicht an die Natur und nicht irgendwo hingehört. Leider hat Jessica Theis ja, der Covid-Gesell begegnet, an den hat es nicht losgelassen, und hat ihm ein paar Symptome gebracht und hat sich für heute müssen exkusieren. Jessica Theis, abgesehen davon, dass sie auch eine charmante, interessante Person ist, die er gerne begegnen als eine Fotografin, 1981 geboren, die hier nächste Fotoapparat, so wie das früher üblich war, auf der Kommun geschenkt hat. Sie hat die Fotodesign in Deutschland studiert, als heute eine selbstständige Fotografin, aber sie ist nicht nur engagiert im Bereich vom Natur- und Umweltschutz, sie ist auch lange Jahre schon engagiert am sozialen Bereich, weil sie hat ein Fotografieatelier Protégé auf der Schock zu reden gegründet und hat da eine ganze Reihe Leute initiiert und geholfen, für an dem Bereich Fotografie tätig können zu sein. Leider ist Jessica nicht da. Sie hat, wenn ihr nach könnt erinnern, ob der Invitation, die wir rausgeschickt haben, geschrieben, dass festgestellt wird, dass 1,6 Kilo Déchets pro Habitant hier im Land angesammelt gibt pro Jahr. Und genau das mischt 1001 Tonnen aus. Dafür heißt die Ausstellung, die nicht nur heute zu Schöffling wird, stattfindet, aber auf vielen anderen Plätzen, 1001 Tonnen. Da könnt ihr etwas mit der 1001 Tonnen ihr Storen vorstellen. Das ganz für die 1001 Tonnen, das sind hauptsächlich Drecksereien, die an Straße laufen, wo es Leute von Point Chaussee und Gemengen Arbeiter, wie das bei uns auch viel der Fall ist, das abrufen gehen, das kostet pro Jahr über 1,2 Millionen Suen. 1,2 Millionen Suen, das ist enorm viel Geld. Weil Jessica aber nicht hier ist, wurde diese Message so kommen gelassen, und ich gebe den Chef Dax
als ein F22 Mann, weil das ganz 5 Jahre am Kader von F22 statt Bilden als die Message von Jessica Details hier zu drohen. Merci, Herr Burgermeister. Voilà, bisschen spontan, Moje, wie schon gesagt, kriegen wir ein positiv oder ein negativ positiv Nachricht von Jessica, das hat nicht kann heißen. Ich habe gefragt, welche Message das hat, wenn man auf den Weg gehen, für Unrecht zu richten. Das ist an erster Linie eine große Merci. Das ist eine große Hoffnung auf seiner Seite, dass seine Initiative zusammen mit der Freierspots auch etwas erreichen wird. Und das zwar der Sinneswandel an der Bevölkerung heute zu Lützburg und mit konkret heute zu Schöffling, dass man die dort Kampagnen irgendwann eine Akademie müssen machen, mit das Selbstverständlichkeit gibt, wie den Burgermeister schon gesagt hat. Hat sieht große Merci und die Leute von der Gemeinde, die geholfen haben beim Abreden, sieht dem Service, den zuständig war dafür. Merci, aber ganz große Merci und die politisch verantwortlichen Leute, die das Projekt mit offenen Armen empfangen haben und hat unterstützen von 4 bis 10, wie das sich gehört. Hat vor der Woche alle Menschen, die an diesem Sujet schon präsent sind, invitieren für den 24. Juni ein Buch am Kader von seinem Projekt 1001 Tonnen vorgestellt. Und das Buch wird die andere Seite auf den frischen am Bâtiment 4 vorgestellt, den 24. Juni, dafür einen Abruf von seiner Seite, dass Chiffre willkommen ist, für dort dabei zu sein. Das Projekt kann auch weiterhin spielen Site 1001 Tonnen.lu. Wer froh natürlich auch von hat gibt spielen auf Facebook und auf Instagram unter demselben Nummer. Voilà, Detail gesagt, die Nummer ist erklärt, gehen 1001 Tonnen. Die Rechnung ist gemacht, in das Rechnung abgeht mit 626.000 Einwohner zu Lützeburg, mal die 1,6 Kilo, wie den Burgermeister gesagt hat. 1,62 Kilo, und da können ihr noch 1001 Tonnen, weil er für ein bisschen extra einen Titel von der Ausstellung durchzustellen. Wir hoffen natürlich, dass da an einem nächsten Rendezvous mit Jessica dabei sein. Nicht zu vergessen noch, dass die Ausstellung wird bis Dezember heute zu Schöffling bleiben. Und dann gucken wir, ob wir eventuell ein pädagogisches Projekt mit den Schulen zusammen eventuell dranhängen können. Okay, merci. Voilà, merci dem Chef. Wir wünschen Jessica teils von dieser Platz aus all Gutes, dass sie gesund schnell da ist. Für dass ich das MS auch kennen, die den Chef geschickt hat. Doch nach gesucht, dass die Ausstellung nicht mehr wie gesagt heute zu Schöffling aus, doch eine Ausstellung Lowland Dautebune gemäht, also hat erhofft sich wirklich ganz viel, dass du Leute motiviert gehen, an incitiert gehen, darüber nachzudenken, was das heißt, einfach den Dreck an der Natur zu gehen. Die Damen und Herren, ich will aufschließen, danke ich alle gute Merci so für Ihre Präsenz, für Ihr Engagement. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wirklich auch bei so flotten Wiedergehen von Röm gesehen von den nicht hier direkt anzusammeln, dann ist es vielleicht für etwas anderes das zu machen. Mir haut gilt Merci ich alle Guren, die Leute, die mit ihren Kindern kommen sind, die Pomschen, die Leute aus den Vereinen, die Leute, die einfach so herkommen sind, also Gemengen Arbeiter, also Amtsis, also Damen am Service, also jeder Einzelnen, die dazu beigetragen hat, dass wir eine Flotinitiative haut konnten organisieren. Los ist der Part, den wir schon zerveiert tun, gut schmecken weiterhin. Das ein kleines Zeichen von Merci und noch Anerkennung für die Arbeit, die dir für Matbürger, die dir für ihr selber, für die Gemeinde Schöffling machen. In dem Sinn, bleibt gesund, bis nächstes Jahr.